Stefan, hast du dir schon mal ausgerechnet, wie viel Lebenszeit du mit Therapie verbracht hast? Naja, das habe ich noch nicht ausgerechnet, aber es war wahrscheinlich viel. Also 3 Stunden am Tag mal 365 sind 1000 Stunden im Jahr, mal mit 10 Jahren habe ich angefangen. 50 Jahre sind 55.000 Stunden. Durch 24 sind 2200 Tage. Durch 365 sind 6 Jahre. Aber es hat mir halt auch 60 Jahre Leben ermöglicht. Also war effizient, sage ich mal. Aber es ist viel Zeit. Mhm. Ab der 5. Klasse geht Stefan ins Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg. Er ist ein guter Schüler. Vor allem die Naturwissenschaften fallen ihm leicht. Aber einfach kratzt enorm an seinem Selbstbewusstsein. Ja, das ist schon ein ganz komisches Gefühl. Also hier sind die Löcher, wo der Barren aufgebaut wurde, ne? Und dann haben wir die Geräte aufgebaut und ich wusste schon die ganze Stunde, ich blamier mich. Ich war untergewichtig, ich hatte keine Muskeln, ich habe im Zweifel einen Hustenanfall gekriegt. Und wenn dann eine Mannschaft gewählt wurde für Handball, Basketball, was auch immer, dann war ich immer als Letzter da gestanden. Und da steht man schon blöd da. Ne? Da ist es einfach schon sehr erniedrigend, würde ich sagen. So empfindet man es. Aber Sportunterricht sollte ja eigentlich gerade die es nötig haben, zum Sport motivieren. Und das hat leider damals gar nicht funktioniert. Ich habe damals nicht gewusst, wie ich das verbessern kann und wie ich dazu komme, wirklich eine Viertelstunde am Stück laufen zu können. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. In die Zukunft zu träumen, das traut sich Stefan nicht. Das Selbstbild war ja sowieso beeinträchtigt, weil ich ja aufgrund der reduzierten Lebenserwartung das Gefühl hatte, dass sich sowieso niemand für mich mal interessiert oder entscheidet. Also ich habe in der Schulzeit damit gerechnet, dass ich wahrscheinlich keine Partnerin finde. Das ist ja der Wahnsinn. Mensch, Stefan, du bist der altes Haus. Christian. Ja. Grüß dich. Du schaust gut aus. Ja, du auch. Danke. Freut mich. Mensch, fit Der wie ein Wahnsinn, Turnschuh. oder? Toll. Ich freue mich, ja, dass das geklappt hat. Schön. Wir haben uns Vor 40 Jahren hat Stefan seinen Schulfreund Christian Oeder das letzte Mal getroffen. Ein Wiedersehen, an das der ehemalige Klassenkamerad lange nicht geglaubt hatte. Ich habe ja dann auch lange Zeit vom Stefan gar nichts mehr mitbekommen. Er ist ja dann auch nach München gezogen. Und ich habe dann allerdings so vor ein paar Jahren ab und zu mal was über ihn gelesen. So bei uns hier in der Lokalzeitung, sei es über die Tätigkeit in der Mukoviszidose Stiftung. Und dann habe ich mich einfach gefreut, ja. Ich habe mich so gefreut, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich habe mich so gefreut, dass es ihn noch gibt, ja. Und dass er so einen Verlauf hat. 1984 lernen die beiden zusammen für das Physikabitur. Hier steht Physik. Ja, das war hier. Tatsächlich. Sind es noch die gleichen? Direkt danach wagt Stefan zum ersten Mal eine Reise mit 2 Freunden nach Korsika. Ich habe dir was mitgebracht. Toll. Und zwar habe ich meine alten Dias wiedergefunden und habe dir ein Fotobuch draus Mensch, gemacht. das ist ja ein Ding. Und Super. da seid ihr 2 am Bahnhof in Würzburg. Nee. Ich glaube, wir sind mit dem Zug nach Livorno gefahren, oder? Richtig, ja. Und dann sind wir nachts in Calvi angekommen Ja. und der Stefan hat gesagt, ich weiß, wo wir zelten können. Und am nächsten Morgen bin ich aus dem Zelt raus und dann bin ich wirklich gestaunt, da ging es irgendwie senkrecht runter. Ja. Und dann habe ich morgens irgendwie meine Atemtherapie gemacht. Ja, und da wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, dass das jetzt wirklich was Heftiges ist, ne? So an Krankheitssymptomatik. Stefans Lungenwerte sind einigermaßen stabil. Doch seine prognostizierte Lebenserwartung hat er mit 19 fast erreicht. Statistisch hatte ich noch 3 Jahre vor mir. Und in diesem Spannungsfeld habe ich mich dann trotzdem für ein Studium entschieden. Aber so langfristige Planungen, was ist in 5 oder in 10 Jahren, habe ich damals eigentlich überhaupt nicht angestellt. Er beschließt, Physik zu studieren, auch wenn das Studium länger als 3 Jahre dauert.
Und er sehnt sich nach Menschen, die sich, wie er, mit den ernsten Fragen des Lebens beschäftigen. Schließlich landet er bei den Pfadfindern. Ich hatte in der Schule Freundschaften, aber hier, das ging irgendwie tiefer, weil wir hatten gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele und haben gemeinsam Abenteuer bestanden. Also wir haben ja Verantwortung getragen, wir haben Schwierigkeiten überwinden müssen und deswegen war das eine andere Art von Freundschaft, die tiefer ging und auch bis heute fortbesteht. Seine beste Freundin seitdem ist Anja. Mit ihr hat er sein erstes Zeltlager organisiert. Die Zelte standen irgendwie da hinten, ne? Am Waldrand. Das ist so ein bisschen im Kreis. Ja. Und dann haben wir Bänke, also ich glaube, wir haben Baumstämme aus dem Wald geholt, damit wir uns da hinsetzen konnten. Also da habe ich viel gelernt. Und du warst immer so diplomatisch. Du konntest immer so gut erklären, was wir wollen, ohne jetzt aufzubrausen. Das habe ich, glaube ich, von meinem Vater. Der war immer die Ruhe selbst und hat immer vermittelt und darauf geachtet, dass die Emotionen nicht die Argumente übertrumpfen und so. Das habe ich mir wahrscheinlich bei dem abgeguckt. Aber es hatte immer Hand und Fuß, was du gesagt hast. Das konnte man nicht immer gleich so dann abtun. Ne? Wer weiß, ob ich nach dem Physikstudium, ohne diese Erfahrung bei den Pfadfindern, den Mut gehabt hätte, in einem Millionenprojekt da die Elektrotechnik und Strahlenschutz zu vertreten. Kaum zu glauben, 40 Jahre her. Ich habe jetzt richtig Herzklopfen gehabt, wenn euch gedacht. Stefan findet eine Anstellung in einer Firma, die unter anderem Endlager für Atommüll baut. Er ist 26, älter als die meisten seiner Mitpatienten. Das macht ihm Hoffnung und Angst zugleich. Nach dem Studium hatte ich beruflich das Hauptziel, 60 Beitragsmonate in die Rentenkasse einzuzahlen, um eine Erwerbsunfähigkeitsrente zu bekommen. Und wenn ich das erzähle, finde ich es heute selbst unglaublich, weil ich ja bis heute Vollzeit arbeite. Also das hatte ich nie im Bereich des Möglichen gesehen. Neben seiner Arbeit engagiert er sich im Bundesvorstand des Mukoviszidose-Vereins. Bei einer Ferienfreizeit für Betroffene lernt er 1995 Manu kennen. Sie macht eine Ausbildung zur Erzieherin und ist dort im Praktikum. Hi. Sollen wir sie holen? Ja. Heute arbeitet sie als Reittherapeutin. Und dann kam der Moment, der mein Leben verändert hat. Ich habe Manu kennengelernt. Das war für mich überwältigend. Sie hat die Krankheit komplett mit angenommen, hat eine für mich überwältigende Kombination von Gelassenheit und Mut gezeigt, weil ich habe ihr das ja nicht verheimlicht. Sie wusste, dass das sein kann, dass es nur noch wenige Jahre sind. Ich war irgendwie so jung und habe gedacht, naja, dann bin ich halt 3 Jahre älter, dann suche ich mir halt noch jemand. Also ich habe da eher so ein bisschen das gehabt, was, glaube ich, uns beiden in der Situation auch Mut gemacht hat. Wir haben nämlich so einen ähnlichen Humor. Und das einfach so entspannt zu nehmen und zu sagen, naja, man weiß doch eh nie, was passiert. Was soll schon sein? Ich habe schon Respekt vor diesen Riesentieren. Hast du auch das, die anderen 2 dann nicht rausgehen? Ich war verliebt über beide Ohren und dann ist das einfach ein Gefühl, was alles irgendwie toppt. Ihre Art, mit der Erkrankung unkompliziert umzugehen und mit ganz viel Zuversicht an Dinge heranzugehen, die hat mich angesteckt und dann war irgendwie alles möglich. Was Stefan bisher nicht mal zu träumen gewagt hatte, wird plötzlich greifbar. Nur ein Jahr nach ihrem ersten Treffen heiraten die beiden in Würzburg. Manu weiß nach einem Test, dass sie keine Trägerin des Mukoviszidose-Gens ist. Das junge Paar wünscht sich Kinder. Also das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich langfristig denken musste. Ich habe ja überlegen müssen, oder für mich war der Maßstab, haben die Kinder eine reale Chance, dass sie mich erleben, bis sie zumindest erwachsen werden. Ein großes Risiko, das Stefan schließlich eingehen will. Doch bei 98% aller männlichen Mukoviszidose-Betroffenen ist eine natürliche Fortpflanzung nicht möglich.
Auch Stefan ist nicht zeugungsfähig. Das ist Teil der Veränderung bei der Mukoviszidose, dass der Samenleiter nicht ausgebildet ist. Da gibt es einfach eine Trennstelle und dadurch kommen die Samenzellen nicht voran. Und man kann sie aber punktieren aus dem Hodengewebe. Das ist ein relativ kleiner Eingriff. Und damit war es dann möglich. Beim zweiten Versuch hat es funktioniert. Über künstliche Befruchtung hatten wir dann einen süßen kleinen Julius. Das Gefühl, diesen kleinen süßen Kerl auf dem Arm zu haben, war natürlich überwältigend. Also das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach, das ist einfach Glück. So kann man Glück umschreiben wahrscheinlich. Ein Jahr später wünschen sich die beiden ein Geschwisterchen für Julius. Die Samenzellen waren ja noch eingefroren. Und es hatte so gut geklappt und dann haben wir gedacht, wir probieren es noch mal. Nach künstlicher Befruchtung gibt es öfter Zwillinge oder Drillinge. Und man weiß, dass Zwillings- und Drillingsschwangerschaften häufiger mit Problemen bei den Kindern verbunden sind. Das wussten wir und haben deswegen eigentlich auch versucht, Mehrlingsschwangerschaft zu verhindern. Und dann kamen doch beim zweiten Versuch Zwillinge. Pfingsten 2001 erblicken Jonas und Silas das Licht der Welt. Das Glück scheint perfekt. 6 Wochen nach der Geburt aber merken Stefan und Manu, dass mit Silas etwas nicht stimmt. Er ist aufgefallen, weil er ein entzündetes Auge hatte und nicht richtig getrunken hat und er die linke Körperhälfte nicht bewegt hat. Und irgendwann waren wir dann im Haunerschen Kinderspital in München und dann haben sie uns abends um 9 oder so gesagt, also wir wissen nicht genau, was es ist. Wenn es eine Entzündung ist, können wir es behandeln. Wenn es ein Tumor ist, wird er sterben. Und da zieht es einem natürlich komplett den Teppich weg. Das war schrecklich. Ich fand es richtig scheiße. Ich war da und habe mir gedacht, jetzt hat der schon Mucko, reicht es vielleicht nicht? Muss jetzt mein Kind noch irgendwas haben, was anderes? Ich glaube, ich war so wie immer in diesen Momenten, ich habe funktioniert. Aber immer am Tag hocke ich irgendwo in der Ecke und heul, bis nichts mehr kommt. Ich kann eigentlich nicht mehr. Aber hey, kann ja mein Kind nichts dafür. Einen Tumor hat Silas nicht, doch eine Schwellung im Gehirn schädigt wichtige Nerven. Wir haben dann auch so Prognosen gehört, dass er wahrscheinlich nicht Sprache verstehen können wird oder dass er nicht selbstständig laufen können wird. Und dann haben wir quasi das, was ich als Mensch mit einer chronischen Krankheit erlebt habe, haben wir dann am Silas auch vorgenommen. Wir haben einfach alles gemacht, was möglich war, sind zu jeder Physiotherapie, Ergotherapie, alles, was möglich war, Musiktherapie, haben Rehabilitationen gemacht mit der ganzen Familie. Stefans Schwiegereltern ziehen mit der jungen Familie in ein Haus und unterstützen sie, wo es nur geht. Trotz des großen familiären Zusammenhalts wird es eine enorm belastende Zeit. Opa, gibst du mir dein Glas, dann schenke ich dir auch ein. Ich habe es zwar bei mir schon nicht hingekriegt, aber das ist eine gute Sache. Man funktioniert nur noch und es geht nur noch darum, das alles aufrechtzuerhalten. Ne? Wobei ich aber schon meine Frau extrem loben muss, weil die ja die Energie aufbringen musste tagsüber. Und in der Zeit habe ich meine Atemtherapie während eines Spaziergangs um den Häuserblock gemacht, weil wenn ich mich hingelegt habe, bin ich sofort eingeschlafen. Aber aus heutiger Sicht kann man sagen, es hat sich ja auch gelohnt. Es war ja nicht erfolglos. Mit schwerer Krankheit und 3 Kleinkindern arbeitet Stefan in Vollzeit. Mittlerweile als Patentprüfer in München. Zunächst beim Deutschen, ab 2008 beim Europäischen Patentamt. Er macht alles, um so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Heute zeigt er seinen Söhnen ein Therapiegerät aus seiner Kindheit. Das ist ein Klopfgerät. Damit bin ich jahrelang abgeklopft worden. Und zwar so. Und das Ziel war, in der Lunge damit das Sekret zu lösen, dass ich abhusten kann. Und dann kam irgendwann das Trampolin dazu, dass man da drauf gesprungen ist, um auch so Erschütterungen zu erzeugen. Was auch echt krass ist, dass ein Arzt sagt, okay, das Beste, was wir machen können, ist, dass du Trampolin springst. Also, oder Achterbahn fahren. Stimmt, das hast du auch mal gemacht. Ja. Da hast du ja sogar Freikarten bekommen. Also ja, man hat halt ausprobiert, was erfolgreich war.
Für Jonas, Julius und Silas sind sein Husten und seine Therapie Normalität. Das hat man halt jeden Morgen beim Aufstehen gehört und wusste, okay, er macht noch Drainage. So ein Husten, wo man halt merkt, okay, da kommt richtig Schleim raus. Das ist nicht so ein normaler Husten, den jeder so hat. Also wir haben immer Witze gemacht, okay, wenn wir irgendwie in der Kirche als Ministranten da unten waren, dann konnten wir ihn immer raushören, weil das Husten einfach so einzigartig ist. Also du wusstest genau, okay, er sitzt da hinten in der 5. Reihe, weil man dieses Husten halt so eindeutig erkannt hat einfach. Stefans Sorge, dass er nicht mehr lange leben wird, bekommen seine Söhne nicht mit. Also ich glaube, wenn er verzweifelt war, dann haben wir es ihm nicht angemerkt. Also ich habe meinen Vater immer als stark und kraftvoll in Erinnerung praktisch und jetzt immer noch. Aber ich glaube, ich war ein bisschen auch mit mir selbst beschäftigt, mit meiner Krankheit und so und habe dann gar nicht so sehr, also natürlich wusste ich, okay, der Papa ist auch krank, aber ich habe das so ein bisschen gesehen als, hey, ich bin nicht alleine. Auch Silas überrascht alle. Er lernt laufen, versteht, was er hört und er hat eine besondere Fähigkeit. Wir waren im Auto, hatten Radio laufen und dann sagt der Silas plötzlich von hinten, das ist wohl eine Coverversion von dem Lied. Und dann sage ich, wie kommst du drauf? Ja, die ist ja einen halben Ton höher als sonst. Und dann sage ich, Silas, wie hörst du, dass das einen halben Ton höher ist? Und dann sagt er, ja, das hört sich so orange an. Und dann hat sich ihm herausgestellt, dass er Synästhetiker ist, mit absolutem Gehör. Und er kann an den Farben irgendwie erkennen, welche Tonlage das ist. Silas hat mittlerweile einen Abschluss in Jazzmusik. Und auch Stefans Leben wird 2006 eine weitere Wendung erfahren.